Jesus war an einem warmen Tag mit seinen Jüngern unterwegs. Puh, haben sie Hunger und Durst gehabt, weil sie schon mega lang am Laufen waren. Endlich sind sie zur Stadt gekommen. Jesus ist beim Brunnen abgehockt und die Jünger sind in die Stadt etwas essen kaufen. Plötzlich ist eine junge Frau zu laufen. Sie wollte beim Brunnen Wasser holen. Oh, ist das heiß hier heute. Und ich muss einen weiten Weg bis zu diesem Brunnen laufen, damit ich Wasser holen kann. Dabei mag ich doch echt gar nicht. Und echt macht mir das Leben gar keine Freude mehr. Aber davor ist ja der Brunnen schon. Dann reiche ich halt heute ins Wasser und gehe dann wieder in die Stadt. Aber als die Frau zum Brunnen kam, sieht sie dort Jesus hocken und dann fragt sie: Kannst du mir auch gerade ein bisschen Wasser geben? Wieso bittest du ausgerechnet mehr um Wasser? Die Frau war mega überrascht, dass Jesus mit ihr angefangen zu reden. Sie hat eigentlich gar nicht einen guten Tag und hat es gerade nicht so leicht im Leben. Du kennst das vielleicht auch. Es gibt Tage, wo du mega müde bist oder es dir gerade nicht so gut geht. Und wie gut tut es dir denn, wenn jemand nach dir fragt, ein bisschen mit dir Zeit verbringt und sich für dich interessiert. Jesus hat schon gewusst, dass es dieser Frau nicht gut geht, ohne dass sie es ihm sagen musste. Wasser ist wichtig fürs Leben auf dieser Erde. Auf was es aber wirklich ankommt, ist ein anderes Wasser, das uns ewiges Leben schenkt. Das Wasser kann aber nur ich dir schenken. Von welchem Wasser redest du? Und du hast ja gar keinen Becher oder Krug dabei, wo ich dir von diesem Wasser einschenken kann. Es ist nicht Wasser aus dem Brunnen. Wenn du von dem trinkst, hast du gleich wieder Durst. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie mehr Durst haben. Was? Nie mehr Durst? Das klingt ja super. Dürfte ich auch einfach ein bisschen haben? Gib mir doch von diesem Wasser. Ja, das wäre also praktisch. Wasser, das der Durst für immer stillt. Jesus hat aber nicht von dem Wasser geredet, das du und ich jeden Tag trinken. Jesus hat Gottes Liebe gemeint. Wenn wir Gottes Liebe in unser Herz lassen, dann breitet sie sich in uns aus. Wir werden mit Frieden und Freude erfüllt. Die Liebe von Gott wird sich in uns ausbreiten und kann uns verändern, so dass wir ganz zufrieden sind. Darum lohnt es sich, Jesus als Freund zu haben und ihm immer wieder alles zu erzählen. So ist es auch dieser Frau gegangen. Ihr hat es auch gut getan, dass Jesus mit ihr geredet hat. Sie war beeindruckt von Jesus und hat sich verstanden gefühlt. Sie hat begriffen, was Jesus für ein Wasser meint, dass er ihr seine Liebe schenken will. Sie war oftmals zufrieden und fröhlich. Müsst mal hören, was sie den Menschen erzählt, wo sie vom Brunnen zurück in die Stadt kam. Jetzt müsst ihr hören, was mir passiert ist. Ich habe einen Mann getroffen an diesem Brunnen, der ganz genau gewusst, wie es mir geht. Mit ihm zu reden hat mir so gut getan. Ich sage euch, das war ganz ein besonderer Mann. Könnte es echt sein, dass das unser Retter ist, direkt von Gott geschickt? So hat die Frau von Jesus erzählt und hat vielen Leuten gesagt, dass sie an Jesus glaubt.